Plim, plim. Jedes Lied, was mit Plim Plim, jedes Spiel, was mit Plim Plim beginnt, jedes Lied, kann nur Gutes Sinn. So wie Disto zum Beispiel. Guten Tag zu Submerged Hidden Death. Das ist der zweite Teil von Submerged. Wir starten mal ein kleines Spiel. Wir machen ein neues Spiel. Ich habe natürlich wieder ein bisschen geguckt. Ja, mach du mal hin. So, ich halte jetzt mal Gosch, ne? Storytime. Na? Muss viel laden. Meinem Bruder und mir wurden Geschichten aus längst vergangenen Zeiten erzählt. Wie die Ozeane stiegen und die Masse eintraf. Die Masse verschluckte das Leben und spuckte Kopien aus. Die untergegangenen Städte wurden mit diesen hohlen Nachahmungen gefüllt. Als wir an einem solchen Ort ankamen, wurde ich von der Masse berührt. Doch statt mir den Tod zu bringen, hinterließ mir die Masse ein Geschenk. Ich dachte, wir könnten mein Geschenk nutzen, um anderen zu helfen. Aber ich konnte nicht wissen, welchen Preis wir dafür bezahlen müssen. Die Stadt ist verlassen. Die schwarze Pflanze ist überall. Ja. Maus, kann ich mich umgucken? Nee, kann ich nicht. Zack, weil ich nämlich Controller habe. So, ihr Leid, das war doch nur ein sehr schöner Einstieg. Viel mehr Story gibt's nicht. Das ist übrigens der zweite Teil. Der erste Teil hieß Submerged, ohne Hidden Deep. Ja, mein Bruder ruft mich. Ich gehe mal hin. Das ist übrigens unsere normale Laufgeschwindigkeit. Also schneller geht's nicht, das kann ich euch gleich sagen. Wir rennen mal einfach unserem Bruder hinterher. Wir kriegen nämlich jetzt gleich so ein bisschen den Sinn vom Spiel erzählt. Die schwarze Pflanze ist sehr wütend. Ich muss herausfinden, warum. Warum ist die schwarze Pflanze so wütend? So, ihr Leid. Was ist das hier? Ah ja. Hat irgendwelche technische Geräte und sowas. Und die sind alle angeschlossen an diesem blühenden Orb. Wie man übrigens an meinem Arm sieht, das ist keine Tätowierung. Wir haben halt irgendwie so komische Pflanzenwurzeln auf dem Arm. Und die reagieren, weil ich in die Nähe von so einem Kern komme.
Der Samen singt danach, zurückgebracht zu werden. Ja, ich war gerade so auf dem Singen abgelenkt. Guck mal, wie jetzt überall Blümlicher erscheinen, wo ich schlafe. Was bleibt noch zu sagen? Auch wenn das Aweil vielleicht ein bisschen den falschen Eindruck vermittelt. Das ist kein Horrorspiel. Aber mal sowas von kein Horror. Hat auch keine Horroranleihe oder so. So. Bevor sich jetzt die Spieluhr da gleich verdrullert, tue ich mal lieber deine Kern abgeben. Oh, mach deine Motor hin. Oh, ich glaube, hier kann ich ein bisschen erzählen. Ja, das war wohl. Einst fanden Bruder und Schwester Zuflucht in einer Stadt, die von der Masse bedeckt war. Sie hatten ihre Familie verloren, aber dafür Frieden gefunden. Nur wegen mir sind wir Ausgestoßene. Aber ich werde die Samen finden und diese Stadt repariere. Junge, ich muss ein bisschen schneller lesen. Ja, ich merke es auch. So. Das hier ist jetzt unsere Heimatwelt. Unser Home-Sub sozusagen. Umgibt sie mal von Wasser, wie man hier sieht. Ja, wir gehen gleich, Brüder. Ich will nur ein bisschen darum zeigen. Und unsere Aufgabe besteht dort drin, noch 10 weitere so Samenkerne dort zu finden, die halt in die Mitte von den Gebäude, wo sie meistens sind, oder Strukturen halt so, in das Blüteding hinzulegen, damit die schwarze, komische Gruselwurzel da weggehen. Das ist so der Sinn vom Spiel. Wie gesagt, das Spiel ist kein Horrorspiel, es ist auch kein Gruselspiel. Es ist halt wirklich darauf ausgelegt, zu chillen. Ich nenne es halt so schön der Desktop-Hintergrund-Simulator. Es ist halt wirklich einfach nur ein super schönes Spiel. Du kannst viel musst du halt rumfahren. Durch ein bisschen, oder eigentlich recht viel, sagen wir mal, ich würde mal so sagen, 60% rumfahren, 50% rumfahren auf dem Wasser und 50% Exploration, was entdecke auf dem Wasser, aber halt auch rumlaufen und so parkourmäßig sowas. Alles relativ einfach. Und wie man eventuell gerade aber halt gesehen hat, ich gehe mal aufs Wasser, da sieht man das noch ein bisschen besser. So, jetzt fahren wir nämlich rund. Oh. Komm aufs Boot. So, lieber Wollema. Da wo die Frau steht und blinkt. So, ich spüre, dass da drüben noch ein Samen ist. So, jetzt können wir ein bisschen rumfahren. Das Spiel hat allerdings ein großes Problem. Wir müssen einfach nur geradeaus, das machen wir jetzt einfach nur, ne? So, Gas geben. Und zwar, es ruckelt. Nicht durchgehend, sondern, warte mal, da gibt es gleich mal was zu entdecken, ne? Da fahren wir gleich hin. Vögel sind das. Ah, guck mal, ich dort an A drück. Tada! Vögel entdeckt. Das sind so das, was es zu finden gibt. Sammle Kreaturen, die im Journal angezeigt werden können. Das Journal könnte man übrigens zeigen. Danke. Was war das? Da muss ich hin. Ich will A drücken. Komm her, du Walfusch. Jawohl. Noch gleich noch einer gefunden.
Sorry, ich will ja eigentlich gar keine Hektik machen, weil es ist eigentlich ein schön gechilltes Spiel. Also, Journal anzeigen, das machen wir jetzt auch gleich hier. Da hätten wir hier zum Beispiel einen Buckelwal und einen Pelikan. Man hat dann hier halt Stadtgeschichte, beziehungsweise hat man halt nicht, weil man halt nichts hat, ne? Bis auf das hier. So. Dann kann ich euch auch gleich sagen, normalerweise hat man hier noch ein Menü. Da habe ich aber keine Lust drauf. Weil dann hast du da halt, ich kann es mal kurz zeigen. So, Optionen, visuelle Optionen, hat Anzeigen. Aber hat Anzeige bitte. So. Ja, es ist jetzt nicht wirklich viel, ne? Du hast halt da Orientierungspunkt, Süd, Ost und Nord oder sowas. Aber es nervt mich. Ich will doch hier ein schöner Desktop-Hintergrund-Simulator haben. Von daher machen wir das weg, damit wir das ganz gechillt spielen können. Und das ist auch das, was wir machen. Das Spiel hat nicht wirklich Story, außer die ich euch jetzt eine Weile gesagt habe. Und die werden wir jetzt halt nutzen. Wir gehen da hin, wir klettern ein bisschen rum, wir fahren viel, im Boot. Ah, Moment, da muss ich hin. A gedrückt. Jetzt müssen wir da die Brick runterrobben. Rob. Man nennt mich Robespierre. Gibt Gummijunge. Jawohl. Dann spielt man die Kamera einen Strich durch die Rechnung. Spielt man die Kamera einen Strich durch die Rechnung. So, schön geparkt. Bibliothek. Mandanhall. Nikuchaka. Ja, es gibt Sprachausgaben im Spiel, wie ihr gehört habt. Die schwarze Pflanze erwürgt dieses Gebäude. Wo ist der Samen? Oh, wo ist das? Sag mal lieber, was das ist. Sammle Stile, die du in deinem Journal auswählen kannst. Irgendwas mit der Yacht. So. Ja. Wie gesagt, das Spiel hat ein bisschen Probleme, und zwar Streaming-Probleme. Ne, ich tue es nicht streamen. Also von welcher Nulade, von neue Sachen und sowas. Und dann ruckelt das also gerade in neue Gebiete. Wenn man noch neu ist. Woran merkt man, dass man neu ist? Moment, ich rufe mal die Karte auf. Blöpsch. Das ist unsere Karte. Ja, die ist aber ziemlich zu, ne? So. Und wenn man noch irgendwo sind, wo noch Level ist oder Level aufdecke, dann kann das halt nur Sinn, dass es immer wieder kurz Frame aussetzt oder sowas. Ja, nervt ein bisschen, geht aber halt nicht anders da. Es leidet nicht an meinem PC oder meiner Grafikkarte, guck mal, da ist wieder die Wahl. Sondern es ist irgendwie einfach nur schlecht angepasst von der Entwickler so. Aber das Spiel ist halt so schön gechillt. Und genau deswegen will ich es spielen. So, jetzt gehen wir noch ein bisschen klettern. Das ist halt das zweite große Ding. Neben Fahren auf dem Wasser ist es Klettern. Ihr seht hier rote Fläche. Rote Fläche heißt, so kann man sich entlang hangeln. Also genau dieses Rot halt. So, das Klettern ist nicht weiter schwer. Man drückt einfach nur nach vorne. Generell, das Spiel ist halt wirklich, das ist keine Herausforderung so an mein Können. Also an meins vielleicht schon, weil ich scheiße bin. Was ist denn los? Was zeigst denn du hin? Oh, da hinten sind Türmische. Was ist da hinten? Das war Türmische. Wollen wir da mal hingehen, gucken? Moment, ich mach mal die Karte auf. Also mir gucke da Niver, der zeigt irgendwie so nach Südosten irgendwie so. Wie gesagt, das wäre höchstwahrscheinlich einfacher, wenn ich die Karte inschalten würde. Will ich aber nicht, da hat noch was zu lesen. Sammle Tagebücher und Stadtgeschichte im Journal zu übersetzen. So, Tagebücher gefunden. Ja. Und das ist quasi das, was uns jetzt hier in dem Spiel erwartet. Wir rennen jetzt da rum. Versuche so Samen, wo wir da gerade gefunden haben, wieder in ihr Lagerplatz da irgendwie hinzumachen. Was weiß ich, wie man das nennt. So, neben ist da halt, ne? Jetzt guck gleich das mal an, da ist die böse Wurzel, die singt, oh, mir geht's so dreckig, mir geht's so dreckig. Und dann geht da mal lieber. Blub, 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 blub. Ist wieder irgendwas zu gucken. Hallo. Das sind übrigens die, ich weiß nicht, was ich nennen soll, die Erinnerungen an die Menschen. Ihr seht halt, also ihr werdet es vielleicht schon festgestellt haben, es ist eigentlich, spielt es quasi in der Apokalypse so.
Welt überflutet. Alles unter Wasser, die Zivilisation gibt's so nicht mehr. So, wir lesen wieder ganz schnell. Input. Oh, Heppaha. Oh, Heppaha. Welt überflutet, warum wissen wir nicht? Das werden wir wahrscheinlich in den Story-Dinger rausfinden. Oder leiten wir irgendwas? Ja, da. Was zum Sammeln ist immer gut. Dachstilstücke gefunden. 2 von 9 gibt es hier insgesamt zu finden. Guck mal, ob ich da irgendwie. Ja, komm. Ja, man ist schon sehr eingeschränkt beim Rumlaufen, so, weißt du. Ist aber nicht weiter schlimm, weil. Ja, es ist ein Exploration-Game oder wie nennen sie es? Chillsploration nennen sie es. Also so zum Chillen und Gucken sozusagen. Die schwarze Pflanze macht diese Kopien, Überreste der Menschen, die gelebt haben. Ja, bitte sei mal nicht bes, wenn ich als noch mehr wie schon Schlaver und zwischendrin die Sätze nicht beende. Sobald dort Text kommt, ich muss den nicht schnell lesen, weil der geht schnell weg, wie wir ja schon festgestellt haben. Ja, ich könnte mal den Satz beenden. Chillsploration. Es ist halt wirklich nur, ich gucke euch das an, es sieht voll hübsch aus. Es ist ein bisschen verseucht von Smog. Aber der Nebel, der über der Karte ist, den sind wir ja dabei wegzumachen. Das ist so gerade das Praktische. Ja, guck. Das wäre immer ja da. Das wäre immer ja da, ihr Leid. So, wir gucken mal da nun. Nee. Ich will mich doch noch ein bisschen umgucken. Ich will diese neuen Dinger da finden. Hallo. Dieses Scheu, wenn ich vorbeilaufe. Es ist so wie meine Katze. Die Leier, ich laufe vorbei, gucken sie mich einmal so, hallo. Hast du was für mich? Nee. Tut mir leid. Ich bin der, wo ich nicht dauernd mit Katzenschleckerlis füttert. Aber ich habe euch meine Liebe zu geben. Also, ja, okay. Ich schweife scheinbar ab. Da zum Beispiel kennt man nicht nur eine Hupse, weil ja, man kann nirgends runterfallen. Man kann sich auch, noch einer, jawohl, nicht wirklich verlaufen. Also ja, oh, die Pflanze da ist lustig. Wie komme ich denn da hin? Man kann halt ein bisschen so umgucken. Vielleicht vom Rand runterfallen Lust. Warte mal. Oh, da ist es. Moment. Aha. Da oben. Also wie gesagt, das rote da, die Stange da zum Beispiel, und oben rechts das rote Bauzaunartige Dingens da, das sind Krabbelhilfe. Also da kannst du dran rumkrabbeln. Also ich muss mich quasi von der Stange irgendwie an die Stange kommen. Ah ja, guck, ich hab's voll drauf, ich zeige euch das, ihr Leid. Was tue ich dann da viel erkläre, zeige halt. So, ihr Leid. Hucke. So, ich schub's da hoch. Ne? Wie eine Gazelle angle ich mich da lieber, aber anstatt da nach rechts zu gehen, gehe ich jetzt nach unten. Weil ich habe nämlich geguckt. So. Ab. Wie gesagt, das ist alles nicht schwer. Das ist einfach nur, du kannst das Spiel mit einer Tasche, und zwar, wie man hier sieht, eine von 9 Blumen gefunden. Schön, danke. Sagt da was dazu? Sammel Blumen, um in der Kuppel einen Garten zu erschaffen. Ja, okay, warum nicht? Kann ich noch weiter runter? Nee, geht nicht. Man kann das Spiel eigentlich mit einer Tasche, also in dem Fall halt der A-Tasche, und im Analogstick spielen. Im linke. Der rechte kann man annehmen, kann ich nicht umgucken, das kann immer nicht schlecht sein, aber grundsätzlich kann ich das theoretisch mit einer Tasche spielen. Ja, die andere Tasche sind dann halt kann ich da noch weiter runter? Nee. Die andere Tasche sind dann halt Menüaufruf und sowas, aber ja, es ist kein Spiel, was spielerisch anspruchsvoll ist. Es ist einfach nur zum Chillen da. So, was ist das? Aha. Kopf damit. Omski. Jawohl, so muss das sein. Es ist einfach nur zum bisschen in Ruhe rumlaufen. So ein paar komische Yachtteile insammeln. 5 von 9, jawohl. Was ist denn das da? Da oben hängt irgendwie Korb oder sowas dran. Ja, na gut.
Ja, manchmal, so wie Awaldo, kriege ich auch gezeigt, dann leuchtet auch noch die Stelle, hat die ganz Blinde, so wie mich, leuchtet halt auch noch so, da hinten sehen wir es gerade, die Stelle, wo man sich entlanghangeln kann, so. Das sind halt wirklich mal so Leute wie mich, die es dann trotzdem übersehen. So, was macht der da? Der trägt an die Wand. Hey, warte mal. Wir sind hier noch nicht fertig. Ich will hier noch ein bisschen gucken, hier unten. Zeig schon mal her. Oder überleit noch was. So, okay, marschieren lieber. Noch ein Buch, her mit. Jawohl, guck mal, jetzt haben wir. Aha. Mit der Zeit ließ die Masse nach, aber sie erinnert sich und der Schmerz des großen Mannes hallt noch immer in den verborgenen Tiefen nach. Es ist schon Nachtuhr. Mein Bruder huckt da unten irgendwo und langweilt sich. So, jetzt können wir Nufke. Jetzt haben wir hier, also meiner Meinung nach, ziemlich viel gefunden oder alles. Latscht du also schön hoch. So, Hucke. So, was haben wir dann hier? Nix. Was ist das komische Ding? Kann ich mich schon hinhucken und da fahren? Nö. Nö, kann man nicht. Also Aussichtsguck. Das ist Vergrößerungsglas, nur ohne Vergrößerung. Ohne Glas. Ja. Aha. Hast du dich versteckelt, hä? Von mir ist kein Yachtstilstück sicher. Was auch immer ein Yachtstilstück ist. Da hinten ist noch eins. Hallo. Lass dich nicht stören. Ist alles in Ordnung. Komm her, du Yachtstilstück. Das ist ein Sniffelstick. Da komme ich nicht raus. Es piepst. Irgendwo piepst es hier. Nein, bleib leise. Ist schon in Ordnung, Chill doch. Ist doch ein Chill-Spiel irgendwie so. Aha. So, gucke. Da hinten ist so Kern. Den nehmen wir natürlich mit. Aber erst muss ich umgucken. Boah, guck mal, da ist jetzt Kriselfilter drauf. Oh, das ist schlecht. Die haben den Kern der Erde missbraucht für ihre Technik. Diese böse Menschen. Oh, jetzt kriegt er wieder. Wie gesagt, wieder Blimmelchen auf dem Arm. Und unser Job ist es jetzt, die Kugel da runter zu bringen, wo sie hingehört. Wachsa überall jetzt Blimmelchen. Oh, ey. Moment. Ich tue aber nicht. 8 von 9 gefunden. Okay. Reicht doch nicht? Kann ich ein bisschen übersehen? Da hinten ist auch nicht. Ich will. So. Ja. Da ist es rot, da müssen wir hin. Ah. Warte mal, ich gehe mal gucken, kann ich da hinten noch hingehen? Nee, mit der Kugel sowieso nicht. Das ist wahrscheinlich das. Ja, genau. Das dachte ich mir. Zack. Die Kugel ins Säckchen und im Säckchen Stumper gibt. Und dann fahrt es rüber. Ja, nice. Oh, was ist dann das da eben? Gibt es im Wasser was zu entdecken? Ja, ne? So ist das halt. Man steht da noch irgendwo rum und entdeckt schon wieder 100 andere Sachen. Hübsch. Ja, das werden wahrscheinlich noch ein paar Wochen mehr her. So. Also ich habe das jetzt schon eine Stunde ja, so hingespielt, vor allen Dingen auf dem rumgeschippert, rumgefahren. Es gab da keine Gegner, es gibt keine Gegner, es gibt keinen Kampf. Es gibt einfach nur rumfahren, Zeichen entdecken. Und im besten Fall die Teile, wo wir da gesehen haben, entdecke alle. Mir fällt noch so ein Teil, ich will das haben. Ich weiß aber nicht, wo es ist. Das ist schlecht. Ja, das ist unser Kuchen. Ja, komm, wir tun mal die Kuchel. Ja. Was noch wichtig ist, warum ich jetzt aber wahrscheinlich das Level, sage ich jetzt mal hier, eventuell nicht sofort beende, ist ganz einfach, sobald mir die Kuchel in ihr Nest, in die Blumen hinlege. Oh, es bimmelt wieder so laut. Oh, es hetzt mich so, das Gebimmel.
Sobald wir die Kuchel in ihr Nest hinlegen, ist das Level vorbei. So, aber da gehen wir aber nicht hin, oder? Nee, da sind wir, glaube ich, komplett falsch. Ja. Sobald wir die Kuchel in ihr Nest hinlegen, ist das Level vorbei und wir werden zurückgebeamt an der Hub, also an unser, da wo wir eine Weile im Vorspann hingefahren sind. Und dann kann ich dich dann noch nicht mehr umgucken. Das werde ich jetzt ein bisschen besser gucken. Ich will das eine Ding noch haben, aber wo ist das? Ich tue das verstecken oder was? Hallo. Guck mal, ich hab Blimmelschär dabei. Bei jeder hin, alles klar, ja. Also da unten müssen wir hin. Das ist bunt. Da unten müssen wir hin und dann müssen wir dann das Ding hinlegen. Ja, ja. Zeigst du Nummer. Ich gehe jetzt erstmal zu deiner Leitern. Muss ich sowieso, wie gesagt, es gibt schon. Oh, machen sie Party. Ich mache ein paar Blimmelschär drauf. Sie ist das nicht schön. Es gibt. Moment, ich lege das jetzt mal da hin. Ne? So, du kannst das mit B ablegen. So. Oh, jetzt hört es auf zu bimmeln. Tut mir leid. Ja, mir fehlt noch so ein Yachtteil. Das will ich schon haben. Das ist mir schon wichtig. Das ist vielleicht da unten versteckt. Gehen wir runter. Muss ich mich besser umgucken, ne? Da gibt es ja wohl 9 Stück. So Lights. Hey Samo, nie im Leben. So, guck, 9 Yachtstücke gefunden. Erzählt man nichts, das habe ich doch. Yachtstil freigeschaltet, das habe ich noch nie gemacht. In der Stunde habe ich es nicht hingekriegt. So Teil da freizuschalten. Ja, das habe ich nicht gesehen. Moment, ich bin von hier gestartet, ne? Ich bin dann da rüber gehupst. Tipp. Ja klar, und ist da geleiert oder wo hat's geleiert? Wo hat's geleiert? Nein, da hat's nicht geleiert. Ja, dann habe ich das nicht gesehen. Aus irgendeinem Grund. Seltsam. Naja. Jetzt können wir ja endlich die Kuchel abgeben. Da freut sich dann die Blanz. Die Altblunz. So, wir hupfen da rüber. Grab Stroll. Das Mützchen ist gleich voll. Alles klar. Hopp, hoch Mädchen. So, oh, jetzt geht's wieder ab die Spieluhr. Und nimm mit. Zap, zarab. So, guck, Blümchen hat Hunger. So, und jetzt wird alles verblümt. Jetzt sieht es ja schon mal gleich viel besser aus. Jetzt so, was zerschmottert wird. Lübsch. So. So, wir fahren also wieder im schönen Sternlicht nach Hause. Zu unserem Häuschen. Freue uns, dass wir halt ordentlich was erledigt haben. Jetzt haben wir ein bisschen Langeweile. Wart. Hey, guck mal. Boing. Was geht ab? Hä? Was? Was? Wer war das? Ja, keine Ahnung, wo der herkommt. Junge, das sind die 2 einzigen Menschen noch auf der Welt oder so. Keine Ahnung, wo wer der wohl herkommen sind. So, also irgendwie scheint aber der Arm trotzdem weh zu tun. Ich muss lesen. Das heißt Mass in der Mitte. Das andere heißt Ponnere. Die Schwester hatte eine Gabe, verbunden mit der Masse konnte sie deren Wunden heilen. Sie fragte sich, was sie darüber hinaus noch tun konnte. Hallo Brüderchen. Guten Tag. Wird nicht geschlafen. Oder an der Backe, wann du so lange schlafst. Schaff was für dein Geld. Oder nicht kriegst. Wenn ich die Stadt heile, kann ich damit wieder gut machen, was ich meinem Bruder angetan habe? Ja. Das spielt ein bisschen drauf an. Wo ist er dann hier, der Bruder? Ist er wieder gleich ins Boot gerannt? Will er wieder gleich rumfahren, der Kollege? Ja, natürlich. Bleib mal stehen, Kollege. Brüderchen. Lass dich mal ein bisschen angucken. Meiner Meinung nach bist du jetzt nicht so hübsch, dass du so wert bist, so oft anzugucken zu werden, aber grundsätzlich, ich sollte mal ein Teleskop einsetzen, um mehr Orte zum Erkunden zu finden. Oh, cool. Zieh dich mit Hilfe des Teleskops um auf der Karte neue Orte erscheinen zu lassen. Ja, da waren wir schon noch.
Zoomen kann ich. Oh, hahaha. Plumsch. Zur Karte hinzugefügt. Oh. Das ist, glaube ich, so ein Bootsteil. Wir gucken uns mal noch ein bisschen um. Vielleicht finden wir noch mehr. Irgendwie nicht so wirklich. Was vielleicht tut gerade das Bild in was saudumme Stelle steht. Ja, so, wir waren beim Bruder. Der hat am Bauch, Sina am Bauch von ihm, ich kann leider nicht drauf suchen, die Narbe. Die rührt wohl vom ersten Teil her. Der erste Teil, das ist so der zweite, der erschien 7 Jahre vorher. Also nicht im Spiel, sondern in unserer Welt, in Realtime, 7 Jahre vorher. Und da ging es wohl darum, da war auch schon die Welt unter Wasser, sowas, dass der halt die Narbe da am Bauch irgendwie eine Wunde hat und die man heilen musste. Das ist das, was ich gefunden habe. Ich habe das Spiel auch und ich wollte es eigentlich spielen, weil man fängt normalerweise mit Spiel 1 an. Aber du merkst im Spiel, die 7 Jahre, die es alt ist, halt extrem an. Das hat sich halt extrem hölzern gesteuert und es hat jetzt auch nicht so gut ausgesehen. Da habe ich mal gedacht, komm, fangen wir mit dem zweiten an. Die Story ist irrelevant. Ja. Irrelevant wie ihre Elefant, so wie diese irreparabel da. Wir laufen jetzt noch ein bisschen hier im Heisel rum, haben wir eigentlich nicht gemacht. Guck mal, was. Moment, war du gerade was zum. Da kann ich mal Blimmelsche hiebappe. Ja, geil. Und dann pfeift's. Oh, das Blimmelsche an die Wand gebappt. Nicht schlecht, schön. Gefällt mir. So. Wie gesagt, Story ist nicht so relevant. Also der erste, wer schon wohl nicht gespielt hat, mir so langt, wann er wisse, dass es einen Gip hat. Und da war der Bruder dann halt noch C, jetzt ist er wohl 17. Also scheinen wohl 10 Jahre vergangen zu sein. Oder C, 17? Dann sind es 7 Jahre. Wow, Mathe Genie. Okay, dann sind im Spiel quasi 7 Jahre vergangen sozusagen. Ja, ihr kennt ja die Spiele mal angucken. Gibt es für Konsole. Ich spiele es hier natürlich PC. Kostet mittlerweile, also ich habe sie jetzt, die waren gerade im Angebot mal wieder, ein Doppelpack Half. Ich weiß nicht, habe ich 10 Euro oder was bezahlt, das ist schon in Ordnung. So. Da oben waren wir noch nicht. Ah doch, natürlich waren wir da oben schon, da kommen wir her, ne? Mehr oder weniger. Also da war der Kern und die komische Musikspieldinger. Ich glaube, es gibt hier nicht mehr so wirklich viel zu entdecken. Aber ich gehe da hin, weil das ist nämlich eine super Aussichtsplattform. Ich gucke mich jetzt mal ein bisschen um. Ah, mal hübsch, oder? Also die Lampe nicht so, aber. Ach ja. So, mal gucken, ob ich. Na, guck mal da. Find mal einen Haufen Sachen. Ich will so rote Flagge. Rote Flagge heißt immer, sag ich mal, gibt's was zu gucken. Hier gibt's auch irgendwas. So, wir gucken uns noch ein bisschen um. So. Na, oben ist wieder was. Bim. Das ist ein Aussichtsturm, der macht einfach die Karte ein bisschen weiter auf, also kannst du dann hochklettern. Das ist mein Heisel. Was ist denn das so blöd, die Brick da so groß? Die will ich jetzt aber schon. Aha, guck mal, da sind Pflanzen dran. Kann ich die doch nicht kaputt machen, die Pflanze? Ja, gleich mal hingerannt. Gleich mal hingerannt. So. Hey, du da. Ja. Kann ich wohl nichts machen, wird wahrscheinlich im weiteren Spielverlauf freigeschaltet werden. Sag mal, wenn es da so schöne Bette gibt, ne? Mit Decke und allem. Warum penne ihr dann da unten auf deine harte Matratze? Jetzt wäre ich schlau, Cap. Echt jetzt. Das ist quasi unser Optionsmenü. Also kann ich euch einmal zeigen. Zack. Das ist unsere Geschichte, ne? So, wo wir freigeschaltet haben. Was ist dann sonstige? Blumen, Aussichtspunkte, Upgrades, Relikte. So, Blume haben wir. Upgrades ist noch interessant. Das macht unser Boot. Hat dann so ein kleiner Turbo. Können wir da kurzzeitig ein bisschen schneller fahren. Sagen wir, hätte mal die Kuppel und die Bibliothek. Wie gesagt, mit C-Stick Finne. Okay, scheinbar 9, weil eins haben wir ja schon. Stile, was ist dann Stil? Ah, guck mal. Da kann man unser Boot verändern. Da müssen wir mal demnächst noch mal gucken. Orientierungspunkte haben wir noch gar nichts.
Kreaturen hätte man den Buckelwal und der Pelikan, das ist auch nicht wirklich viel. Stadtgeschichte. Blub, 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 blub. Da. Ah ja, das ist das, was ich vorgelesen habe. Unsere Geschichte. Okay, alles klar. So. Das ist dann halt hier in der Hauptwelt ein bisschen ausgestellt. Schön, schön. So. Wie gesagt, ja, ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Da hinten glänzt was. Das euch sehr stört. Mich stört es halt gar nicht, wann es also mal ruckelt. So. Es ist so nicht so, dass es dann konstant ruckelt, sondern das sind so. Ich konnte noch mal A drücken. Okay. Was? Dekorateur. Steckt dir eine Blume ins Haar. Oh, okay. Ja, aber. Ja. Machst du wieder hin. Wie cool, ich kann sogar Blumengröße verwandeln. Nicht schlecht. Okay. Blim, blim. Ihr Leid. So, ich wollte mich doch aber eigentlich umgucken. Mann. Vor lauter, ne? Vor lauter Quatsche. Habe ich mal wieder nichts gesehen hier. So. Brüderchen, wie sieht's aus bei dir? Nee. Ihr Leid. Ja, was soll ich noch sagen? In der nächsten Folge, wir beenden die jetzt hier. Gehen wir zuallererst. Moment, ich kann es euch auf der Karte zeichnen. Das Ausrüstungsstück da holen. Oh, das ist ein bisschen schwer. So. Das hat so ein Snapping irgendwie. Das Ausrüstungsstück holen und dann mal gucken, wo wir weitermachen. Da waren wir jetzt anscheinend. Wir sehen die Karte. Ich würde dann gehen zu der Rotfackel da gehen. Das ist so der Aussichtsturm so. Und dann zu dem Gelbe weiter. Das Gelbe ist so Landmark, also einfach irgendwas, was besonders herausstecht. Nicht begehbar, aber halt so ein Orientierungspunkt so irgendwie. Und dann Relikte. Können wir mal gucken. Das ist das, was ich vorhin gesehen habe, kurz im Wasserleihe. Wo man da so angeln kann. Weißt du? Ich gehe jetzt noch mal da nuff. Dann gucke ich noch ein bisschen im Fernglas rum. Weil ich das vor lauter Quatsch natürlich nicht gemacht habe. Und dann beenden wir diese Folge auch für heute. Ah, ein Wal. Ja, aber der Wal kann ich nicht beobachten. So, siehe dann. So. Fink. Warum auch immer das Fink macht, weil ich das sah. Fink, Fink. Hier im Nebel ist noch eine Kuppel, wie man sieht. Könnt ihr noch ein bisschen dran zoomen. Opala. So. Alles. Wie gesagt, also bei der Ruine so, du kannst meistens durchschippern und findest also ein bisschen was. Aber begehbar sind nicht alle Mauern. Weil, wer will auf so Mauern da rumlatscht, die krache jetzt zusammen, wenn du so nur anguckst. Was ist das da oben? Was ist das? Pyramidekopf? Ja, der Pyramidekopf. So, ich glaube, da haben wir uns schon umgeguckt. Ja, dann haben wir doch mal genug gesehen für heute, oder? Dann würde ich mal sagen, da plätschert wieder was. Ah, da eben, da hupster. Dann haben wir für heute genug gesehen. Morgen geht's weiter. Und dann hucken wir uns wieder aufs Schiff und fahren zum anderen Ding. Also, wenn wir morgen noch ein bisschen Bock haben, mit mir zusammen zu chillen und ein bisschen übers Wasser zu tuckern. Und einfach Desktop-Hintergrund brauche, kann er die ganze Zeit die Drucketasche stricken. Aller gut dann. Ihr Leid. Guck mal, wie sie traurig guckt. Die guckt traurig, wann er morgen nicht inschalte. Genau, dann macht sie nämlich die Faust, sagt, ihr schaltet morgen in. Hab ihr Leid. Tschüss. Bis morgen.